Man muss einfach immer aufpassen. Die Tiere haben Hörner, sie haben auch einfach ihre Launen. Und es gibt auch Tiere, da kommt man einfach nicht ran. Die mögen das einfach nicht. Eine außergewöhnliche Reise. 6 Landfrauen besuchen sich gegenseitig auf ihren Höfen. Immer auf der Suche nach kulinarischen Schätzen und Selbstgemachtem. 2 kommen aus Baden-Württemberg, 2 aus Bayern und 2 aus Nordrhein-Westfalen. Sie laden zum Dinner rund um ihre Spezialitäten, raffiniert zubereitet aus den Produkten ihrer Höfe. Am Ende entscheiden die Gäste, wo hat's am besten geschmeckt. Die zweite Reise geht nach Oberbayern in den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Hier in der Jachenau liegt der Hof von Andrea Messmer und ihrem Mann Sepp. Süßtin, wo bist denn, Lucy? Ja, geh weiter. Ja, geh mal, wirklich. Die beiden züchten ganz besondere Tiere. Yaks. Ich sehe schon eins. Schau mal, da vorne sind sie. Ah, genau. Ursprünglich stammen Yaks aus Zentralasien. Ihre Hörner können bis zu 1 Meter breit werden. Deshalb haben Andrea und Sepp immer einen Stock dabei, wenn sie ihre Tiere umtreiben. Ja, da hören wir schon die erste. Schau hin. Du, das ist doch einfach ein Stück Sicherheit. Also ich sage ja immer, das sind dann meine Hörner. Na Sepp, hier sind sie alle. Mhm. Das heißt, den Valentin habe ich noch nicht gesehen. Na kommt. Ja, Emma, komm her. Du bist ja die Schlaue. Komm. Ja, Valentin. Ja, kommt mal hierher. Kommt. Natürlich kennen wir alle beim Namen. Ja, das gehört dazu einfach. Wir haben 25 Yaks und das ist einfach eine emotionale Sache dann auch einfach und das muss sein. Und Heidi, kommt. Ja, kleine Hermine, alle sind sie da jetzt. Kommt mal her. Ja, das ist Grunzen, deswegen nennt man sie ja auch Grunzochsen. Eine Kuh mut nicht oder die Yaks muhen nicht, sondern grunzen. Ist oft lustig, wenn irgendwelche Leute kommen und die erschrecken dann gleich, wenn auf einmal so grunzt. Aber wir verstehen sie wirklich, ja, stimmt. Also wenn wir in der Früh kommen, guten Morgen, dann grunzen die uns guten Morgen an. Und am Grunzen merke ich schon, haben sie zu viel Weide, haben sie zu wenig Weide, sind sie durstig. Absolut. Heidi, komm. Das ist unser Stier Valentin, unser ganzer Stolz. Wir haben mit 5 Damen angefangen und Valentin war bei der ersten Stunde natürlich dabei dann. So, haben wir alle da, oder? Vor 7 Jahren haben Andrea und Sepp das Abenteuer Jagdzucht gestartet. Lustigerweise habe ich dann tatsächlich mal einen Zeitungsartikel gelesen über Yaks. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Yaks, selbst sollen wir uns das mal anschauen bei einem Züchter. Und dann haben wir den besucht. Und da habe ich mich in diese Tiere verliebt. Und Gott sei Dank ist mein Mann sehr offen für viele neue Dinge. Und so sind wir zu unseren Yaks gekommen. Ich habe mich tatsächlich in diese Ruhe verliebt, die die Tiere ausstrahlen. Und dazu kam natürlich, dass du dir überlegen musst, als Nebenerwerbsland, wie geht es weiter? Und deswegen haben wir uns überlegt, welche Form gäbe es. Wir wollten nicht verpachten, wir wollten nicht aufhören, wir wollten keine fremden Tiere. Mutterkuhhaltung hat uns immer gut gefallen. Das ist traumhaft, ist die natürlichste Form der Bewirtschaftung, finde ich. Und dann sind wir auf Yaks gekommen, weil die vom Klima her, die sind das gewohnt und von daher Freilandhaltung. Ja, die sind tatsächlich ganzjährig draußen. Und das erleichtert halt die Arbeit um vieles. Du musst dich trotzdem jeden Tag kümmern, aber du bist nicht mehr so Kind. Du bist auch mal so schön. Ja, die staubt da, gell? Ja. Er hat jetzt zu verstehen gegeben, dass er das nicht will. Aber ich habe eine Situation gehabt, da hat die Weiße ein Kälbchen bekommen, die da, unsere liebe Heidi. Und ich wollte nachschauen, ob es ein männliches oder ein weibliches Kalb ist. Und sie hat mir aber klar zu verstehen gegeben, sie will das jetzt nicht. Und dann habe ich dir auch noch gesagt, lass es, Sepp. Ja, genau, das war wahrscheinlich der Fehler. Ich habe gesagt, das bestimme immer noch ich, wann ich nachschaue. Genau, und dann hat es mich kurz auf die Hörner genommen. Und dann war das geregelt. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es später. Also, man muss sie einfach auch lesen können und respektieren. Und das geben die sehr klar zum Ausdruck, wenn sie etwas nicht wollen. Man muss es nur akzeptieren dann. Dann ist alles gut. Genau.
Das lernst du Dann dann. bist du mal nicht Chef. Dann bin ich mal nicht Chef, genau. Schwer zu ertragen, aber. Andrea stammt ursprünglich aus dem Münsterland. Seit 14 Jahren ist die Jachenau ihre neue Heimat. Hier lebt sie mit Sepp, ihrem gemeinsamen Sohn Laurenz, und Matthias, Andreas Sohn aus erster Ehe. Die gute Seele der Patchwork-Familie ist Sepps Mutter Annemarie. Andrea hat auch eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin gemacht. Für ihr Dinner braucht sie noch ein paar wilde Zutaten. Sohn Laurenz hilft bei der Suche. Ah, schau mal, hier ist auch eine Berberitze schon. Magst du mal probieren? Sauer. Sehr sauer, oder? Kennst du die Pflanze? Nein. Das ist der gelbe Eisenhut. Das ist tatsächlich die giftigste Pflanze Europas. Der gelbe Eisenhut ist in Mitteleuropa eher selten, aber im Alpenvorland ist die Staude häufiger anzutreffen. Und dann habe ich ein bisschen einfach nur so abgeknickt und habe es dann mitgenommen, war bei den Jagds eine Viertelstunde und dann bin ich nach Hause und dann dachte ich, ja, irgendwie kribbelt meine Hand ein bisschen komisch. Ja, und dann habe ich die Pflanze bestimmt und dann habe ich gemerkt, das ist der Eisenhut, die giftigste Pflanze Europas. Und dann dachte ich, ja komm, das bildest du jetzt nur ein bisschen ein, dass seine Hand ein bisschen wie eingeschlafen ist. Aber dann ging es immer weiter. Der ganze Arm war dann eingeschlafen und als es dann hier war, habe ich ein bisschen Panik bekommen, weil das ist nicht mehr weit zum Herzen. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann halt Sepp angerufen, der war in der Firma. Und dann habe ich gesagt, Sepp, ich habe vielleicht nur noch 2,5 Stunden zu leben. Und dann sagte der, dann macht ihr noch eine schöne Zeit. Ja, der ist ja in allen Lebenslagen immer tiefenentspannt. Und dann habe ich das erste Mal im Leben die Giftnotrufzentrale angerufen. Und die haben gesagt, na, einfach immer 10 Minuten unter fließend Wasser, dann halt, weil das Gift auch über die Haut geht. Fürs Menü sucht Andrea Gundermannblätter. Nehmen wir die schönen frischen Blätter dann, nicht die alten großen. Zu den Kräutern bin ich tatsächlich erst vor ein paar Jahren gekommen und dank der Jagds. Weil ich beobachtet habe, dass die Jagds an manchen Tagen Kräuter fressen, die sie sonst stehen lassen. Und habe ich mich gefragt, warum. Und es war tatsächlich der Augentrost. Und dann habe ich einfach mal die Tiere beobachtet. Und im Sommer haben die manchmal so was Gelbes in den Augen. Und das ist tatsächlich das, was sie dann brauchen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte genau das wissen, was meine Tiere wissen oder noch mehr. Und so bin ich zu meiner Kräuterpädagogik gekommen. Der Gruß aus der Küche soll dann Wildblüten, Semmelknödel-Carpaccio werden mit einem Gundermann-Pesto. Und als Hauptspeise mache ich ein Gerstenrisotto mit einem Brennnesselspinat und 2 verschiedene Fleischsorten vom Jack. Und als Dessert mache ich dann Fichtenspitzen, Topfenknödel. Und als Topping habe ich tatsächlich auch Jack dabei, und zwar getrocknetes Jackherz. Andreas Gäste sind schon in der Jachenau angekommen. Verena ist aus Schwaben angereist. Leonie kommt aus Ostwestfalen. Rahel hat einen Hof im Bergischen Land. Steffis Heimat ist der Schwarzwald. Und Laura lebt auf der Schwäbischen Alb. Ihr Lieben, wir sind mitten in den Bergen. Wie ist die Stimmung? Sehr gut. Wir starten mit dem Regio-Dreh und das Wetter macht gut mit. Und habt ihr Bock? Voll. Ja. Okay, let's go. Die Staffelalm auf 1320 Metern Höhe. Ein Tipp von Andrea. Im Sommer kümmert sich hier Sennerin Britta Purzer um das Jungvieh eines Landwirts aus dem Tal. Ja, guck mal. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Kann man euch schon raufwandern sein? Seid ihr zu Fuß aus der Jachenau gekommen? Ja. Ein schöner Weg, Ja, total schön. Ja, das ist mein Empfangskomitee für euch. Sehr laut mit den Glocken, aber voll cool. Oder? Mein Jungvieh, ein Teil meiner Herde. Insgesamt habe ich 28 und Das sind die Nachwuchsdamen. das sind die Nachwuchsdamen. Ja, genau. Jeder ist jetzt neugierig hier. Da ist jemand bullig. Ja. Wer ist die Chefin in der Herde? Wer ist die Chefin in der Herde, gell? Ja, das bin ich. Wollen wir uns die Hütten anschauen? Habt ihr Lust? Gut, dann kommst du mit. Gut. In den Bergen schlägt das Wetter schnell um.
Die Almhütte unterhalb des Rabenkopfs bietet Schutz. Oh, voll schön hier. Und trocken. Da regnet es nicht so, aber euch friert es ein bisschen. Ich hole euch jetzt mal ein paar Jacken. Gell? Danke. Ja, das wäre super, danke. Ja, mir gefällt es hier sehr gut in der Heimat von der Andrea. Es ist landschaftlich wahnsinnig schön. Es ist schon so ein bisschen Postkarte-Idyll. Also, wo schon auf der Herfahrt hat man es gesehen, die Häuser sind ganz arg schön bemalt. Die Landschaft ist ganz arg toll. Also, ich glaube, da hat sie einen wunderschönen Wohnort auf jeden Fall. Also, da kann man sie beneiden dafür. Noch einmal willkommen auf der Staffelalm. Vor 10 Jahren habe ich hier das AMG angefangen. Der schönste Arbeitsplatz der Welt. Im Tal unten, im normalen Leben, bin ich aus der Finanzbranche. Das ist ganz anderes, ja. Ja, und im Sommer bin ich immer auf der schönen Alm hier. Ich habe ein paar Jahre Pause gehabt, aber das ist wie ein Virus, den man sich einfängt. Ja, man kommt immer wieder. Wie alt sind denn die Tiere, wenn sie hochkommen? Unterschiedlich? Die sind so zwischen einem halben Jahr und ich sage mal 2,5 Jahre. Also in der Regel haben die 2 Almsommer eigentlich. Mein Almbauer hat jetzt nur Mastvieh, also das wird Biofleisch. Der Lebenslauf ist ganz schnell erklärt und endet nach 2,5 Jahren. Nicht ganz so romantisch wie auf anderen Almen. Könnte ich mir auch vorstellen, so für sich zu sein und die Landwirtschaft ganz anders wahrzunehmen, so bodenständig und ohne viel Shishi halt. Unten im Tal scheint noch die Sonne. Die Yaks kommen heute auf eine neue Weide. Tatsächlich bin ich auch auf einem Bauernhof groß geworden und eigentlich recht ähnlich wie hier. Mein Vater oder meine Eltern haben das im Nebenerwerb gemacht, dann halt der Hof von meiner Mutter. Ja, und wir hatten eigentlich alles. Wir hatten Schafe, wir hatten Schweine, wir hatten Bullen, wir hatten Ponys, wir hatten Katzen, wir hatten von allem, Hühner hatten wir auch. Wir hatten eigentlich von allem etwas. Und von daher kenne ich es von klein auf und ich liebe es. Also wir hatten aber Ackerbau und das war schon was anderes als hier mit dem Grünland. Natürlich hätte ich nie gedacht, dass ich wieder auf dem Bauernhof lande. Ich bin ja gelernte technische Zeichnerin und der Beruf hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, möchte ich nicht mehr tauschen. Sepp arbeitet hauptberuflich als Wirtschaftsingenieur. Der Hof ist seit 18 Generationen im Besitz seiner Familie. Dann haben wir alles, oder? Dann lassen wir es rein. Ja, Strom ist zwar noch nicht drauf, aber Die sind ja brav. 2007 auf einer Geschäftsreise lernt Sepp Andrea kennen. Ja, geht's. Na komm, Lieselotte, ja, komm mal her. Heidi fehlt auch noch. Ah, Valentin, da kommst du ja schon. Ja, geh weiter, geh. Ja? Na, Lieselotte, hierher, komm. Du auch, ja. Jetzt sind alle da. Wir haben uns tatsächlich in meiner alten Heimat kennengelernt. Auf einer Ü30-Party. Ich war mit meinen Freundinnen da. Ich war irgendwie an dem Abend auch ein bisschen kränklich, hatte gar keine Lust. Und dann bist du mit deinem Kompagnon und noch einem Südafrikaner dazugestoßen. Ich hatte auch keine Lust. Und irgendwann wollten meine Freundinnen irgendwie auf die Tanzfläche und haben mir ganz viel Bier in die Hand gedrückt. Und dir dann halt auch. Und dann standen wir da. Und dann mussten wir uns eigentlich unterhalten. Noch gedrungen. Keiner hatte Lust. Keiner hatte gute Laune. Aber es Ja, und dann- soll so sein. Dann fand ich aber seine Stimme sehr, sehr angenehm. Aber mit dem Dialekt hatte ich leichte Probleme. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Bis er mich dann irgendwann mal zum Tanzen aufgefordert hat. Und dann kann der tanzen. Und das hat mich ja wirklich schwer beeindruckt. Männer, die tanzen können und dann noch eine schöne Stimme haben. Egal, was sie mir gesagt hat. Das war ein schöner Abend. Ja, und dann war es das. Aber haben wir uns einfach ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Wir haben uns dann aus den Augen verloren, klar. Und ich hatte dann einen relativ schweren Unfall beim Holzarbeiten. Und das hat Andrea dann irgendwie erfahren und hat mir dann Glückwünsche gemeldet. Und irgendwann hat er zurückgeschrieben. Ja, und dann waren wir einfach im Briefkontakt.
lange. Und dann habe ich nur gedacht, schön, aber hoffentlich ruft er mich niemals an. Ich verstehe ihn ja nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute hier sind sehr ähnlich wie die Westfalen. Einfach liebenswert und freundlich, wenn auch manchmal stur und manchmal auch etwas zurückhaltend. Aber man ist einfach total nett empfangen worden hier und darum bin ich unendlich dankbar. Und dann ganz in den Anfängen, da waren wir zum Beispiel dann auch, da ist ein Verwandter gestorben, waren wir in einer Kirche. Und wie ist das in einem alten Heimatfilm kennst, so eine kleine Kapelle im Winter, minus 20 Grad, alle sitzen drin. Der Atem gefriert. Was ich ja schon nicht verstanden habe, dass die Frauen links sitzen und die Männer rechts. Ich habe mir gedacht, wo bist du gelandet? Also es gab schon Situationen, da hätte ich schon mal gerne meine Koffer wieder gepackt. Also war schon hardcore am Anfang, glaube ich. Einfach, wenn du das überhaupt nicht kennst, für mich ist das alles ganz normal. Auf der Staffelalm zieht es die Frauen ins Warme. Gemütlich hier. Voll gemütlich. Ja. Ganz schön kuschelig. Wie man sich das in so einer Hütte vorstellt. Ja. Schön, alte Holzdiele. Mag ich voll. Ja. Oh, die Uhr. Oh ja. Die ist hübsch. Und die Malerei an der Wand. Ist irgendwas Besonderes. Ja, diese Platte da vorne muss ja was Besonderes sein, sonst wäre es ja nicht geschützt. Da oben auch, die Kuh. Du Britta, was hat es denn mit dem Bild hier auf sich? Plexiglasscheibe, gell? Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900 bis 1910, hat ja auch ein berühmter Künstler gelebt, der Franz Marc. Ich weiß jetzt nicht, sagt euch Franz Marc was? Ja, ein paar Fragezeichen, deswegen, ich habe schon was mitgebracht. Ich zeige euch ein Bild, dann wisst ihr, wen ich meine. Und zwar ist es der Herr, der das gemalt hat. Dieses Bild kennt eigentlich jeder, das blaue Pferd. Da gibt es noch ähnliche Abwandlungen von diesem Bild. Und dieser Künstler hat hier mehrere Sommer verbracht. Der hat den damaligen Sänger gekannt, den Hans Müller. Das hat er wahrscheinlich in der Zeit gemahlen. Man schätzt so um 1905, als er auf der Kellerstiege gesessen hat, hat er uns dieses Vermächtnis hier hinterlassen. Dass wir hier jetzt heute noch Kunstprogramm sogar hin, damit habe ich nicht gerechnet. Und war auf jeden Fall, dort ist sehr beeindruckend und was ganz anderes auch mal, was man halt auch gar nicht erwartet auf der Alm. Ich weiß nicht, fällt euch an diesem Bild irgendwas auf? Also das ist hier so eine, ich sage mal, eine hirschsoziologische Besonderheit. Man sieht ja, der Hirsch läuft vorweg und die Kuh hinterher. Eigentlich ist es andersrum. In der Natur ist es eigentlich andersrum. Deswegen wird vermutet, dass er sich so in so einer weinseligen Laune vielleicht ein bisschen selber dargestellt hat, parodiert hat, sage ich mal. Jetzt gebe ich euch aber noch was mit für die Andrea. Hat sie mich extra beauftragt. Das wächst nämlich nur bei mir hier oben. Das ist der gute Heinrich. Hier nehmt ihr das bitte mit hinunter und wofür sie es braucht, erfahrt ihr später. Gerne, das machen wir. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Andrea daraus zaubert. Ob sie daraus eine Tinktur, im Endeffekt ein Zaubertrank. Ich weiß es nicht, was sie daraus macht. Ich bin sehr gespannt. Noch ein Tag bis zum Dinner. Ihren Gruß aus der Küche will Andrea heute schon vorbereiten. Schneidest du jetzt denn die Zwiebeln? Ja. Ja, wunderbar. Dann fange ich doch mit dem Rest dann halt noch an. Okay. Andreas Freundin Martha hilft beim Knödel-Carpaccio mit Pumpernickel. Das ist was typisch Münsterländisches und dann dachte ich, naja, meine alte Heimat möchte ich jetzt auch nicht verkennen und das muss dann da rein. Und außerdem sieht es auch total nett aus. Das Ganze gibt dem halt auch noch einen süßlichen Geschmack. Ja, und ich hoffe, das kommt gut an. Und Martha, bist du soweit schon mit dem Andünsten der Zwiebeln? Jetzt angedünstet. Also ich bin ganz froh, dass die Martha heute hier ist. Martha ist eine meiner eigentlich ersten Freundinnen hier. Wir kennen uns eigentlich von unseren Jungs aus der Schule. Ja, und wir haben mal total schöne Ausflüge gemacht. Martha hat mir einfach die Gegend hier gezeigt. Genau. Das Alpenvorland und das Münchner Umland. Aber Martha ist irgendwie eingeschlafen ein bisschen, oder? Ja, weil wir wahrscheinlich schon überall waren. Ja, aber jetzt haben wir beide schöne E-Bikes und dann könnten wir wieder. Ganz genau, dann machen wir mal wieder eine Tour mit dem E-Bike, gell? Da müsste die Milch rein langsam, oder? Was meinst du? Ich glaube schon, dass ich das jetzt ablöschen kann. Okay. Giersch aus Andreas Garten soll den Geschmack der Knödel verfeinern. Ich liebe ja das Gematsche. So,
wie weit bist du jetzt mit deinem Giersch? Ich glaube, er ist fein genug für dich, Andrea. Ah ja, so fein mache ich das nie. Wow, bist du perfekt. Dann? Magst du ihn hier reintun? Der Giersch, der ist eigentlich total vielseitig. Ich nehme ihn auch wirklich als Petersilienersatz, dann halt auch im Winter, dann trockne ich ihn und der kommt bei mir fast überall rein. Sollen wir zusammen knödeln? Ja. Komm, wir knödeln zusammen. Okay. Das haben wir noch nie gemacht. Dann wird er geknödelt. Das ist so gut. Vielleicht länger. Weißt du, ich möchte das ja dann hinterher in dünne Scheiben schneiden. Jetzt machst du das auch nur noch mit Pumpernickel, oder? Demnächst. Ach, ich weiß Oder wie präsentierst du das deinen Männern? Ich mache immer runde Knödel, Andrea. So der Oberbayern-Typ mit runde Knödel. Sepp und Andreas Sohn kontrollieren den Wald auf den Weideflächen der Jacks. Starke Stürme haben Bäume beschädigt, die beseitigt werden müssen. Willst du sehen? Matthias macht eine Ausbildung im öffentlichen Dienst. An den Wochenenden hilft er auf dem Hof mit. So im Holz war ich eigentlich schon immer gerne und klar, die Arbeit macht halt einfach Spaß. Ich war gern draußen und ja, mir gefällt's. Ja, es ist ruhig, friedlich hier. Also ist schon immer eine schöne Zeit, wenn man dann daheim ist und das machen kann. Matthias war 10 Jahre alt, als er mit Andrea auf den Hof gekommen ist. Mit einem Satz gesagt, für mich ist der Matthias ein Sohn. Das war er immer schon. Seitdem wir uns kennen, haben wir ein Vater-Sohn-Verhältnis. Und das wird sich ja nie ändern. Und genauso, glaube ich, gehört es auch. Klar. Ja, ich kann es nur so wiedergeben. Also. Klar, ich glaube, wenn man miteinander aufwächst, eben miteinander die Erfahrungen sammelt, auch miteinander groß wird, miteinander lernt. Das ist ja das, was ein Vater und Sohn ausmacht. Klar. Was sonst? Nein, nicht jeder. Das ist zwar kommunizieren mehr. So, der Kuchenmann. Gut, er kommt. Aha, jetzt, dank unseres Nachbarns, haben wir nie Unterzucker. Regelmäßig trifft sich die ganze Familie bei Oma Annemarie. Herr Johanna wartet schon. Kuchengabel. Auch Sepps Töchter aus erster Ehe kommen oft zu Besuch. Du bist du warm? Irgendwas, gell? Ladenz? Man heiratet ja einfach auch eine Familie. Das geht ja selbst so genauso wie mir. Und man muss sich natürlich erstmal einander gewöhnen und sich kennenlernen. Und und alle Schwierigkeiten haben wir dann einfach überwunden. Und jetzt ist es einfach nur total schön. Annemarie ist froh, dass der Hof in der Familie bleibt. Ich hoffe, nicht so schlimm. Auf alle Fälle ist das richtig. Weil wenn da nichts mehr wäre und ein anderer nicht, das war nicht so schön. Schon schöner, wenn es die machen. Wir haben einen Pinsker gehabt. Und das waren schon auch schöne Viecher. Aber ich mag die Axt. Aber da kann ich nicht mehr hingehen, weil ich ja nicht mehr so gut bei Fuß bin. Also ob die Kühe dann jetzt Milchkühe sind oder ob es jetzt Yaks sind, also dieses landwirtschaftliche Leben, die Gebäude, die Wiesen, das Wasser, das ist ja alles, was bleibt. Und das finde ich schön, dass das die da halten. Einfach auch dann wieder, klar, jetzt in meinem Fall natürlich auch für meine Kinder, weil man ihnen ja so ein bisschen zeigt, wo man herkommt und meine Wurzeln hier sind und das meine Kinder dann auch mitkriegen. Genau. Und das wird uns aber freuen, wenn es kommt. Ja, und die Oma natürlich, selbstverständlich. Gut, dass die Oma immer was zum Garteln hat, genau. Die Generationen davor dürfen wir ja auch nicht vergessen. Auf jeden Fall. Damals habe ich ja noch beide kennenlernen dürfen, Sepps Papa auch und Sepps Mama, die Annemarie. Und ich finde einfach, dass es eine total intelligente, tolle Frau ist, die sich wirklich aufgearbeitet hat für diesen Hof. Wenn sie mir von ihren Geschichten erzählt, damals, was sie hier geleistet hat, das ist einfach enorm für Kinder und all diese ganze schwere Arbeit, wo es jetzt auch Maschinen für gibt, das hat die alles händisch gemacht. Lieselotte, macht ihr Pause? Die Messmers verkaufen Hörner und Felle der Yaks und die Wolle.
Dafür kämmt Andrea die Tiere regelmäßig. So fein. Bist du eine kleine Genießerin? Ah, Zeus, du willst auch gern, ha? Ja. Hoppala. Du magst jetzt auch, aber jetzt ist die Lieselotte dran. Ja. Du auch. Natürlich, unbedingt, du auch. Edgar, komm mal her. Ja, die Mama passt schon auf dich auf. Ja, die Mama passt auf dich auf. Ja, ich habe festgestellt, dass man die Tiere damit wirklich zahm bekommt. Also nicht alle mögen es nicht. Aber wir haben die Kleinen haben ja jetzt halt einen Ohrmarken. Und das war wirklich wie so ein Vertrauensbruch dann irgendwie. Also der Edgar, der gerade da war, der ist mir wirklich nachgelaufen wie ein Hund. Und jetzt läuft er halt immer weg. Und jetzt versuche ich so langsam, immer wenn sie bei der Mama sind, dann haben sie halt den Schutz der Mama. Genauso wie hier mit der Gianna jetzt gerade, dass ich mich dann annäher. Und jetzt versuche ich dann auch sie an die Bürste zu gewöhnen. Und dann merkt sie eigentlich vielleicht, wie schön es ist. Und so kriege ich dann schon meinen Jax zahm. Dinnertag in der Jachenau. So, Weibi, ne? Was denkst du? Ich kann nicht, ha? Ja. Schauen, überall ein Zweiglein. Eins reicht ja. Ich war bisher die ganze Zeit relativ ruhig, aber jetzt steigt meine Spannung. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Wetter. Aber gut, man muss jetzt das Beste draus machen. Alte Bäume sind so schön, gell? Nochmal die Hälfte dicker wie der Baum. Das sieht hier ja schon so aus, als wäre das so extensive Weide. Vielleicht hören die ja schon zu Andrea. Ja, das kann sein. Bin mal gespannt, ob der Andrea schon aufgeregt ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Was aus dem Bruder Heinrich. Da bin ich auch gespannt. Hallo! Da sind sie. Und es hat sogar aufgehört zum Regnen. Ja. Hallo, Stefanie. Hallo. Schön, dich zu sehen und bei dir zu sein. Hallo, Andrea. Hallo, Andrea. Schön, dass wir uns wiedersehen. Hallo, Laura. Hallo. So, herzlich willkommen im Sonnental. Ich hoffe, wir haben heute trotz Regen einen ganz tollen Hof- und Dinnertag. Und jetzt möchte ich euch meine Lieben vorstellen. Das ist einmal mein Mann Sepp. Servus. Laurenz, unser Sohn. Martha, meine Küchenfee und Freundin. Hallo. Und unser Sohn Matthias. Und die wichtigste ist Lucy. So, auf einen schönen Tag. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ja, Andrea, wir haben dir was Tolles mitgebracht, nämlich den guten Heinrich. Sehr gut, jetzt kann ich ja gleich anfangen zu kochen. Dankeschön, danke. Wir haben gestern schon alle spekuliert, was du daraus machst und sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, der wird auf jeden Fall in meinem Dinnermenü dann verwendet. Und ich werde jetzt mit Martha wieder in die Küche gehen. Dann gehen wir. Ja, danke dir auch. Gute Schweife im Pferd. Ja, voll Total schön, ja. Gehen wir gleich zum Wichtigsten. Das ist unser Valentin. Genau, das ist unser, Das ist ja. das ist unser Zuchtbulle. Ja. Der stellt sich immer gerne in Pose, wenn niemand kommt. Der fällige Schwanz. Die Beinchen, die Ja, der Schwanz ist eher wie ein Pferd, ja klar. Sieht aus wie immer frisch gekämmt. Ja, genau. Hat die Andrea, die alle kämmt, extra für uns bestimmt. Ist kein Scherz, ja? Tut sie auch. Das sind jetzt die Mutterkühe mit den Kälbern. Genau. Und die männlichen werden ja nicht die ganze Zeit dabei bleiben. Habt ihr Ochsen, habt ihr Bullen? Wie macht ihr das mit der Zucht? Also wir halten 3 Gruppen, eben um die Inzucht zu vermeiden. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist die Mutterkuhherde und ihr seht einmal die Kühe und das sind die kleinen Kälbchen. Und die etwas größeren, die schwarz-weiße, ist die vom letzten Jahr. Die kommen jetzt dann weg, weil die werden dann so mit 14, 15, 16 Monaten werden geschlechtsreif und dann kommen die weg. Und Mit 15 Monaten erst geschlechtsreif? Schon mal so. Das ist aber richtig spät. Da sind die, also
So Milchkühe sind dann eigentlich schon fast tragend. Normalerweise hast du bis 15, 16 Monate haben wir noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt und dann tut man sie weg. Es gibt dann einen Riesenschmerz. Also es ist wirklich total interessant, welchen Familienverband die haben, auch die Geschwister untereinander. Du siehst, die sind immer zusammen. Und die Kuh verstößt es dann, wie beim Wild auch, weil er das kleine Kälbchen nicht säugt. Und da haben wir wirklich schon einen Stier mal gehabt, wo wir gemeint haben, der stirbt und wir haben nicht gewusst, was am Feld, der trauert. Genau, der hat einfach nur wahnsinnig getrauert. Die Mami keine Aufmerksamkeit mehr. Ja, ist so, genau. Die Yaks, die sind toll, die haben so eine coole Nase. Ich stehe auf Kuhnasen, klingt ein bisschen crazy, aber ich finde Nasen von den Kühen einfach gut. Und die haben so eine süße Nase, die ist zum Schnuffeln gut. Ich würde am liebsten die ganze Zeit anfassen, aber die sind leider nicht so zahm. Aber das ist spannend und auch wie die hier die Landschaft gestalten, finde ich auch sehr faszinierend. Die sind so anders wie Kühe. In der Küche geht's ans Beerenragout für den Nachtisch. Riech mal, Martha. Das riecht ja toll. Was ist da drin? Das ist Wacholder, das ist Apfel-Wacholder-Gelee. Und das soll es halt ausmachen bei meinem Ragout. Genau, das ist das Vanille. Also der Wacholder, der hat schon einen herberen Geschmack. Und ich glaube, in der Intensität hier wird man ihn sehr rasch schmecken. Ein Schuss Portwein kommt da noch rein. Sollen wir mal schauen, ob genügend Portwein drin ist? Ja. Oder zu wenig. Oder zu wenig? Könnte noch, oder? Ja. Wo ist denn da was? Ist da noch gar nichts drin. Hab jetzt nichts geschmeckt. Bisschen Pfeffer und Salz, oder? Salz noch, ja. Jetzt kommt der gute Heinrich zum Einsatz. Der gute Heinrich, den habe ich halt ausgewählt, weil der halt wirklich ein vergessenes Kraut ist. Den gibt es wirklich tatsächlich oft auf den Almen. Nimmt man normalerweise als Spinat und ich werde ihn jetzt ins Gerstenrisotto tun. Zeit, den Gruß aus der Küche anzurichten. Sollen wir noch was Grünes drauf da, Andrea? Ich glaube, vielleicht hier so ein bisschen, das sieht ein bisschen nackelig aus. Nackelig, das ist der Ausdruck. Wie heißt es denn bei euch? Weiß ich jetzt gar nicht. Nackelig habe ich es noch nie gehört. So, aber jetzt glaube ich, haben wir unsere kleine Stärkung verdient. Das sieht wunderschön aus. Voll. Schön. Dankeschön. Wow. Wahnsinn. Oh, sieht das gut aus. Toll. Also ihr habt hier einen Wildblüten-Semmelknödel-Carpaccio. Im Semmelknödel-Carpaccio ist dann auch meine alte Heimat Münsterland da drin, und zwar Pumpernickel. Sind dann Brösel vom Jack gehacktem und ein Gundermann-Pesto. Dann wünsche ich euch guten Appetit. Was ist eigentlich ein Pumpernickel? Ein Pumpernickel ist ein festes Schwarzbrot. Ah. Und Semmelknödel halt Bayern gewidmet, Genau. oder? Ja, super Idee, das auch frisch angemacht wie ein Salat. Also, echt gut. Und wie war die erste Hofrunde? Total schön. Ja? Die Jacks sind drollig. Habt ihr euch auch verliebt, oder? Ja. Wir haben uns überlegt, einen Kofferraum nehmen wir nachher ins Bett. Also den Valentin. Nein. Also der Valentin ist sehr beeindruckend. Ja, der ist schon sehr imposant. Mit dem Gundermann-Pesto hast du mir eine besondere Freude gemacht. Gundermann ist mein Lieblingswildkraut. Ehrlich? Ja, Ach, wie voll. schön. Und als Pesto habe ich es aber noch nie gemacht. Es ist so schön minzig dann dazu, oder? Ja, so minzig und erdig, das ist sehr gut. Hast du da Parmesan auch rein? Nee, tatsächlich habe ich den vergessen. Jetzt, wo du sagst. Der Semmelknödel mit dem Pumpernickel fand ich war eine herrliche Kombination und ja ein toller eine Parallele zu ihrem Leben so. Weil sie ist ja quasi das Pumpernickel von Jachenau so. Für die nächsten beiden Gänge ist jetzt Arbeitsteilung angesagt. Andrea übernimmt die Topfenknödel für den Nachtisch, Martha den Brennnesselspinat für den Hauptgang.
Das ist immer natürlich ein spannender Moment, wenn sie dann ordentlich hochkommen und nicht in Einzelteilen. Dann bin ich froh. Also in 8 bis 10 Minuten bin ich hoffentlich froh. Da sind wir beide froh. Ja. Beim ersten Mal ist uns das natürlich schon passiert. Also vom Geschmack war es gut, aber von der Konsistenz war es eine Katastrophe, stimmt's? Konsistenz war eine Katastrophe, das war eher Nocken. Stimmt. Noch ein Schuss Öl wäre das. Ganz wenig, nur danke. Das war zu viel. Also das Besondere am Jackfleisch ist, dass es einfach nicht richtig nach Rind schmeckt. Also schon mehr nach Rind, aber es ist so ein Zwischending zwischen Rind und Wild. Die Tiere sind ja auch älter, die dann geschlachtet werden und die haben dann intramuskuläres Fett. Nur 2 Tiere pro Jahr werden geschlachtet. Bitte keiner reinfallen. Das darf ich nicht sagen vorher. Das war jetzt so der erste Punkt, wo ich euch gerne was dazu erzählen will. Das Ganze, wo wir uns hier befinden, nennt man bei uns so Schneeheide-Kiefernwälder. Das sind also sehr magere Wälder. Da hinten ist die Jachen und eigentlich war das irgendwann mal alles Ufergelände. Auch die Böschungen, die ihr hier seht, das sind oft so Stufen, die einfach durchs Ufer entstanden sind. Und deswegen ist es ein total karger Boden. Wenn du da einen Zentimeter reingrabst, dann bist du im Kies drin. Und das hat natürlich entsprechende Vegetation. Und da ist halt die Schneeheide und Kiefer ist ganz speziell in diesem Bereich. Das ist jetzt eine Kiefer, eben im Großen, und das hier unten. Und das ist die Schneeheide. Das ist ein dauergrünes Gewächs. Im Frühjahr blüht sie rot. Und jetzt ist sie im Dauergrün. Und das ist also dieser Indikator für den mageren Boden, was natürlich so für die Yaks perfekt ist, weil die wollen ja gar kein so eiweißhaltiges, ganz fettes Gras, sondern die sind im Tibet auch nicht unbedingt verwöhnt worden mit den eiweißhaltigen Pflanzen. Wie sieht es aus mit dem Thema Landschaftspflege? Man sieht wenig Vertritt mit den Yaks hier. Läuft es gut? Ja, also das war mit der Grund, warum wir glauben, dass die Yaks genau das Richtige sind. Ein Yak ist ja nur halb so schwer wie ein Fleckvieh zum Beispiel, hat eine weiche Klauen, ist also ähnlich wie ein Schaf. Und von da ist natürlich das Thema Landschaftspflege mit Yaks im Zusammenhang absolut ein Thema. Hat die Landschaftspflege denn für euren Betrieb auch eine wirtschaftliche Bedeutung? Habt ihr Landschaftspflegeverträge abschließen können? Haben wir gemacht, ja. Ich muss sagen, ich bin da immer zweischneidig, weil ich es eigentlich schlimm finde, dass man von solchen Zuschüssen leben muss. Aber auf der anderen Seite gibt es. Und es war komplett zugewachsen. Und dann wirklich in mühsamer Handarbeit die ganzen Pflanzen, die halt nicht erkennen, speziell jetzt Fichten und solche Sachen rausgeschnitten. Das ist ja dann eigentlich auch kein Zuschuss. Das ist ja eigentlich dann eine Entlohnung für deine Arbeit, die du hier geleistet hast. Stimmt. Und die Haltung von den Yaks. Stimmt, 100%. Ich finde es trotzdem traurig, dass der Landwirt nicht vom Produkt leben kann, sondern von Zuschüssen leben muss. Andrea möchte ihren Gästen 2 verschiedene Stücke vom Yak servieren. Ich habe jetzt tatsächlich auch den Vorteil, dieses Hanging Blender zum Beispiel ist ein bisschen dicker und ich möchte beide auf den Punkt gleich fertig haben und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich finde sie beide sehr geschmacksintensiv. Und das war mir jetzt auch wichtig, dass wir dann halt was Kurzgebratenes nehmen, damit sie den Jagdgeschmack hoffentlich rausschmecken. Ich hoffe, Andrea hat was Gutes zustande gebracht. Ja, wir sind gespannt, ja. Hereinspaziert. Und genießt den Rest des Abends. Schön. Freie Platzwahl. Ja, danke. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Yes, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich bin natürlich sehr aufgeregt, logischerweise. So, jetzt brauchen wir noch das hier. Ich kann jetzt einfach irgendwie gar nicht so viel reden, weil ich mich so aufs Essen konzentriere. Vogelbeeren Balsamico als aromatisches Topping. Martha! Jungs, wo seid ihr? Jetzt toll. Na, hoffe ich doch. Dankeschön. Danke, das sieht super lecker aus. Dann wünsche ich euch guten Appetit. Dankeschön. Danke sehr. Was ist eure Geschmacksrichtung? Oder? Sehr lecker. Mega lecker. Ich habe nur gerade überlegt, in was für Richtung das jetzt geht. Ist das mehr so ein bisschen wild? Ja, da hast du schon recht. Das ist also sowas zwischen Wild und Rind. Ist echt sehr lecker. Ich habe Jagdfleisch noch nie vorher gegessen, war darauf gespannt, gerade weil der Sepp gesagt hat, die sind 4 Jahre und älter, wenn sie geschlachtet werden. Ist ja immer so eine Sache, wie es dann schmeckt. Es war super zart, obwohl es sehr mager war. Und ich würde sagen, Andrea hat schon den perfekten Punkt getroffen. Also als es hier war, es zerging quasi auf der Zunge. Doch. Ja, und wo hast du den guten Heinrich jetzt versteckt?
Der ist im Gerstenrisotto. Okay. Ja, klein gehackt. Den kann man normalerweise als Spinatersatz nehmen. Ja, das dachte ich mir nämlich. Ja, genau. Zu der Vogelbeere hätte ich jetzt so noch eine Frage. Also bei uns hieß es immer, Vogelbeere darf man nicht essen, sind giftig. Ja. Also das stimmt ja auch. Also okay. roh darf man die halt nicht essen. Die haben so eine Parasorbinsäure, heißt das. Und die wird aber dann zu einer Sorbinsäure, wenn man die halt erhitzt oder wenn man sie einfriert. Okay. Also können wir beruhigt weiter essen. Sorbinsäure ist ja auch in vielen Lebensmitteln. Ich konnte mir das mit den Wildkräutern nicht so vorstellen, weil die ja auch ein bisschen bitter sind. Das habe ich ja auch in dem Menü festgestellt, dass das Bitterstoffe hat. Aber das gehört dorthin und das fand ich eigentlich ganz interessant. Ja, würde ich auch mal nachkochen. Endspurt in der Küche. So, und dann bräuchten wir natürlich noch unseren Sauerklee. Ah, na, weißt du, was wir noch brauchten? Unser Jackherz. Da ist es ja. So, kommt ihr bitte? Jetzt kommt es zum Nachtisch, genau. Bon Appetit. Bon Appetit. Dankeschön. Wollt ihr auch wissen, was es ist? Ja. Unbedingt. Also das ist Fichtenspitzen-Topfenknödel mit einem Wacholder-Apfel-Beeren-Ragout. Und als Topping ist Jackherz da drauf. Was ist das? Jackherz-Parmesan. Also getrocknetes Jackherz. Okay. Was? Interessant. Okay. Getrocknetes Jackherz. Da, das braune. Süß und salzig esse ich gern, esse ich öfter, aber ich habe noch nie süß mit Fleisch im Dessert. Crazy. Dann guten Appetit. Dankeschön, guten Appetit. Das will man gar nicht essen, so schön ist das, gell? Ah, das mit der Fichtespitze schmeckt ja auch toll. Und warum getrocknetes Jackherz? Also das Jackherz, das war halt 4 Tage in der Salzlake. Und ich dachte, durch das Süße und dann halt wieder ein bisschen das Salzige, dass halt der Kontrast da ist. Diese Fichtenspitzen und dann dieses Jackherz. Ja, wo bekommt man das mal? Also ich fand es mutig und ja, war gut. Bewertung. Für jeden der 3 Gänge können die Frauen bis zu 10 Punkte vergeben. Beim letzten Dinner erfahren Sie, wer die meisten Punkte von den anderen Landfrauen bekommen hat. Wir haben es geschafft! Super! Danke, Laurenz, für alles. Danke. Ich bin total erleichtert. Man hat ja immer alles durchdacht und jetzt ist der Moment, wo ich gedacht habe, endlich ist es jetzt auch vorbei. Es hat Spaß gemacht, aber es ist schön, dass ich jetzt die anderen Male noch mehr genießen kann. Prost, Prost! Das war so gut. Gut, macht Platz. So ein schöner Tag. Ja. So soll es sein. War schön, euch hier zu haben. Absolut. Die nächste Reise geht nach Schwaben zu Verena Krimbacher. Sie hat für ihr Milchvieh eine eigene Räuchermischung zusammengestellt. Die Tiere sind danach viel harmonischer untereinander auch. Also wenn es zum Beispiel mal Streitigkeiten gibt untereinander bei den Tieren und man räuchert, dann ist es danach wie weggeblasen, diese dicke Luft. Und das finde ich das Schöne auch.